Wir werden von der etablierten Politik und der Wirtschaft auf Strich und Faden nur belogen. Wir, die Jugend hier in Mecklenburg-Vorpommern, stellt sich diesen Lügen entgegen. Wir fordern nicht nur das Recht auf Arbeit, wir fordern auch das Recht auf einen gerechten Lohn. Mecklenburg-Vorpommern ist das Niedriglohnland Nummer 1 in der Bundesrepublik. Überall versuchen uns die Spitzen von SPD und CDU zu verkaufen, wie sehr gut sich hier der Arbeitsmarkt in Mecklenburg-Vorpommern entwickelt hat. Dass viele Frauen und Männer hier in Mecklenburg-Vorpommern einen Lohn verdienen, der zum Leben nicht reicht, verschweigen sie. Wir haben ein Recht auf Protest. Wir haben ein Recht auf eine andere Meinung. Und wir haben die Pflicht zu einem Kampf, wenn die realpolitischen Verhältnisse die Existenz unserer Zukunft zutiefst in Frage stellt. Und deswegen, liebe Freunde, sind wir auch heute hier in Greifswald. Wir kämpfen auf der Straße, wir kämpfen in den Gerichtssälen und wir kämpfen in den Parlamenten mit Kopf und mit Hand und selbstverständlich auch mit Verstand. Liebe Freunde, Politik gestalten und Politik machen, das kann Spaß machen. Und uns Nationalisten macht es nicht immer Spaß, weil man uns natürlich formalrechtlich nicht die gleichen Rechte zugesteht wie irgendwelchen Linkschaoten oder brüllenden Songkönigen von links, die sich gerade in mimosenhafter Weise da drüben versuchen zu provozieren. Liebe Freunde, meine sehr verehrten Damen und Herren von der Linken, Sie sind viel zu dumm und zu naiv, als dass man ihnen überhaupt eine Sekunde zuhören muss. Die Musik in Deutschland und hier zurzeit auf dieser Kreuzung spielt hier bei uns. Und diese Musik heißt national, ist sozial und international und kapitalistisch ist verbrecherisch. Ganz einfache Formel, nach der Sie einmal nachdenken sollten. Fremdarbeiterinvasion stoppen. Dieser Begriff wurde von der Stadt Greifswald in selbstherrlicher Bewertung der Bedeutung als volksverhetzend qualifiziert und deswegen eine Demonstration verboten. Und die erste Instanz beim Verwaltungsgericht, wohl gesagt, das sind also Berufsrichter und die sollen ja ohne Ansehen der Person entscheiden, gaben dann dieser laienhaften Interpretation von Invasion stoppen recht, indem sie sagten, das ist volksverhetzend, was die NPD, was die Freien Kameradschaften hier auf die Straße tragen wollen. Wir sagen, das ist nicht volksverhetzend, sondern das trifft den Nagel auf den Kopf. Und deswegen haben die Richter in erster Instanz gesagt, nein zu dieser Losung. Denn die wissen ganz genau, was wir Nationalisten unter Invasion verstehen. Für uns bedeutet die Invasion das biologische Eindringen einer fremden Art auf das Territorium einer Art, die das nicht wünscht. Und das sagen wir auch klar und deutlich. Wir brauchen in Deutschland keine Polen, Slowaken, Ungarn, Slowenen, Tschechen, Letten oder Litauer. Die Rhein-Main-Netz-Zeitung schrieb ebenfalls am 15.04. Keiner weiß genau, was die ab 1. Mai geltende Freizügigkeit für Arbeitnehmer aus 8 der 10 mittel- oder osteuropäischen Beitrittsländer mit sich bringen wird. Nur in einem ist man sich halt einig,
wie viele Zuwanderer auch immer aus Polen, den baltischen Ländern, der Tschechei, der Slowakei, Ungarn und Slowenien kommen, für die deutschen Arbeitsplätze sind sie keine Bedrohung. Man weiß also nicht genau, was es mit sich bringen wird, aber darin ist man sich einig. Also Volksverblödung pur. Ja, es findet hier eine gigantische, wahnsinnige Volksverblödung statt, die mit dem Umdenkensprozess und dem Umorientierungsprozess, der unserem Volk aufgezwungen wurde, ihren Anfang nahm. Das erste Problem, was sich in Folge stellt, ist das Problem der Kriminalität. Nur ein Idiot, nur ein stupider Idiot kann doch davon ausgehen, dass die Menschen, wenn sie herkommen, 0% Kriminalitätsrate haben. Ansonsten würden ja sich die Zahlen der einzelnen Polizeiberichte der Länder ja selbst widerlegen. Wichtig ist, dass wir immer wieder auf die Straße gehen, dass wir zeigen, das wahre Deutschland lebt noch und das wahre Deutschland, das ist hier. Dankeschön. Dieses System hat sich am heutigen Tage erneut seine Maske heruntergerissen und hat gezeigt, dass es mit Volksherrschaft, also mit Demokratie, absolut nichts am Halse hat. Wir haben heute gesehen, dass wir in einer Diktatur leben, einer Diktatur von Schwachköpfen. Deutsche Jugend, voran, kämpft weiter, geht nach vorne, kritisiert, was zu kritisieren ist und schiebt beiseite, was euch im Wege steht. Dankeschön für eure Aufmerksamkeit.